Ihre Montagswanderung führt über die Moränenhügel direkt vor der Haustür. Regina Motz und ihr Mann Andreas. Sie Buchhändlerin, er Künstler. Zu Hause im Loisachtal südlich von Wolfratshausen. Der freie Montag gehört bei ihnen den Wanderungen. Jetzt im Lockdown bleiben sie in der Nähe. Hier auf diesen weniger ausgetretenen Flächen, wo eben auch immer noch in irgendeiner Form Holz- und Landwirtschaft stattfindet, was jetzt nicht so diese Sensationsidylle ist, ja, ist man nach wie vor vollkommen alleine, ja, was ich großartig finde. Und es ist wirklich direkt vor der Haustüre. Wir sind häufig überrascht, dass wenn man mal den Weg nach links und rechts geht und nicht die gewohnten Pfade, dass man sagt, von hier aus, wir sind 20 Meter nach links, also im bildhaften Sinn gesprochen, nach links gegangen und plötzlich sieht alles ganz anders aus. Also mit anderen Worten, so ein ganz kleiner Perspektivwechsel kann sehr befreiend oder sehr bereichernd sein. Hier sehe ich erstmal viel Muster, Ornamente, Farben. Wahrnehmungen vor der eigenen Haustür. Der Heimgarten wirkt wie ein Sehnsuchtsort. Lesen und Gehen sind ähnliche Tätigkeiten. Sie entführen uns in neue Räume. Wo Corona den Bewegungsradius einschränkt, öffnet die Literatur den Blick in die Ferne. Und die Bergsehnsucht spiegelt sich in immer mehr Büchern. Als Sehnsuchtsausgabe ist es schon immer. Vor allen Dingen, weil es natürlich eine Dramatik sozusagen transportiert, schon landschaftlich. Was ein neuer Trend ist, sicherlich das Nature Writing. Also wo es darum geht, Naturwissenschaft und persönliches Erzählen zu mischen. Ja? Dass sozusagen, man liest einen persönlichen Bericht und wird gleichzeitig noch gescheiter. Ja, so ein bisschen. Und das ist ein großer Trend geworden, weil diese Naturbeschreibung dient so wie ein emotionales Rüttelsieb für so eine Gefühlsmischgemüselage. Und da merken wir, viele Leute, die keine Lust haben, Belletristik zu lesen, sich mit Schicksalen auseinanderzusetzen, die ihnen vielleicht unnötig oder zu weit weg vorkommen, finden da aber so einen gewissen Halt in dieser Art emotionaler Naturbeschreibung. Für solche Erfahrungen muss Regina Motz gar nicht weit gehen. Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich anfange zu trödeln. Ja, dass ich trödle, dass ich mir Sachen angucke, dass ich mich in der ganz unmittelbaren Faszination befinde. Ja, ich habe jetzt kein verklärtes Verhältnis zur Natur und denke, mein Gott, ja, mich ruft der Berg auch nicht. Ja? Also ich merke aber, dass meine Ohren besser werden, was ihn betrifft. Und das passiert auch bei der einfachen Montagswanderung vor der Haustür. Das wird auch schon überall. Guck, da ist schon die erste Spinne. Siehst du das? Hier, die erste Wasserspinne. Stimmt. Da noch eine. Ja. Und ständig wechseln die Perspektiven. Das einfache Gehen genügt. Gehen ist ein ganz großes Thema. Ja, es gibt sehr, sehr viele Bücher über die Philosophie des Gehens. Und wenn dann mal so 2, 3 Titel erscheinen und wir sehen, wie da zugegriffen wird, ja, die Kunst des Wanderns, die Stille des Gehens. Also es gibt ganz viele Titel, die jetzt genau dieses Gehen in und zur Ruhe aufnehmen, um wieder in Kontakt zu kommen mit dem eigenen Kopf auch. Ja. Das Wetter hat jetzt umgeschlagen. Unten an der Loisach sieht man nichts mehr von den Bergen. Wieder verändern sich der Blick und die Stimmung. Natur ist so unbestechlich. Ja, ich muss um den Baum drum rumlaufen. Den Berg kann ich auch nicht verschieben. Und die Sonne kann ich mir auch nicht so einstellen, wie ich will. Ja? Und insofern, auch wenn ich muss mich der Sache einfach ein Stück unterordnen. Und dadurch verschiebt sich gewohnte Aufmerksamkeitsmuster natürlich. Ja? Lockdown. Das ist auch Trödeln mitten hinein in einen dieser seltsamen Wintertage. Für die Jahreszeit zu warm und verregnet und grau, sodass sie die Buchhändlerin Regina Motz gerne auch als Leserin verbringt. Vor einem Berg von Büchern über Berge, der so wächst wie selten zuvor. 2012 wurde der Alpenraum einfach als kulinarischer Raum zum ersten Mal auch für die hohe Küche wahrgenommen und erfasst.
und damit auch das Selbstbewusstsein aller Produzenten. Ob das nun Käse ist oder Kräuter oder was auch immer. Und es ist das, was ich ein bisschen auf den Hütten vermisse. Diese Art von Produzenten-Selbstbewusstsein, was so eine große, unglaubliche Vielfalt hat und auch, um es neu zu sagen, einen so großen Boom. Das neueste Schwergewicht stammt vom Südtiroler Sternekoch Norbert Niederkofler. Das ist von dieser einen Kräutersammlerin und das ist eine ganz junge Frau und das ist tatsächlich die Ausbeute eines Tages, ja, was hier liegt. So spiegelt sich auch in Kulinarik und Ernährung eine neue Suche nach der Natur. Berge können uns ins Lot bringen. Sie helfen, die Koordinaten zu ordnen in schwieriger Zeit. Und sie sind in Fantasie und Wirklichkeit immer beliebter geworden als Erfahrungsraum. Ein Sehnsuchtsort, um uns selbst besser zu spüren, gerade in beengten Tagen.